Gute Morgen für das Webinar von Haut zum Thema Zusatzpensionen und wie man da könnt Steuerspuren und gleichzeitig Zukunft bereden. Ich stelle mich kurz vor, mein Name ist Patrick Malgis, ich bin der Gründer von tax6.lu, der Plattform, wo da ganz einfach könnt der Steuererklärung online ausfüllen. Ihr seht die ganze Zeit von dem Webinar hier links ein QR-Code. Die könnt ihr scannen, da kommt ihr direkt auf eine Agenda an, wenn ihr wollt, dann einen kurzen Telefonat von 10-15 Minuten, dann könnt ihr Punkt machen, zu gucken, wo ihr eure Steuersituation könnt optimieren. Da könnt ihr direkt ein Rendezvous holen, wir rufen euch an. Wie gesagt, das dauert 10-15 Minuten, dann machen wir einen Punkt mit euch und gucken, was an eurer Situation Sinn macht. Voilà, fängt mal an. Ich meine, was geht dann all in den Webinaren, die wir schon die letzte Freude und noch die nächste Freude organisieren. Da geht es darum, wie kann Steuern spüren. Was kann ihn aufsetzen auf der Steuererklärung, weil es auf der Steuererklärung aufsetzen heißt, normalerweise auch, dass du dich auch Steuern spüren. Wie viel du kannst spüren, das ist immer ganz kurz. Das hängt hauptsächlich von dem Revenu ab. Das sehen wir gleich mal ein paar konkreten Beispiele. Wie gesagt, das, was ich kann spüren, durch das, was den auf seiner Steuererklärung aufsetzen, hängt vom Revenu auf. Hier sind ein paar Beispiele, wenn wir links gucken, ein Zelibatär, der zum Beispiel 3.000 € brutto den Monat verdient, der kann ungefähr von allem, was er aufsetzt, 26% zurückkriegen. Die sieht noch ein paar andere Beispiele, wenn wir gehen, die 5.000 € brutto verdient den Monat, dann ist es schon bei ungefähr 42%. An in die 10.000 € den Monat brutto verdient, dann ist es schon bei 43%. Aber wie gesagt, was heißt die Prozente? Wenn man zum Beispiel 1.000 € auf ihre Steuererklärung aufsetzt, dann heißt dann in dem Fall für die Person, die 10.000 € den Monat verdient, dass man ungefähr 430 € Steuern spart. Wie eng Möglichkeit gibt auf der Steuererklärung? Ja, dazu hat man letzte Woche ein Webinar, wo wir über die verschiedenen Sachen gegangen sind. Die können auch ganz gerne Replay angucken, die fanden auf YouTube, auf unserem Facebook und auf unserem LinkedIn. Grosso modo bei den Depens Spezialen sind das Zinsen auf ihre Prämien, die da holt, das sind Assuranzen, den Bausparvertrag und eben noch Zusatzpensionen, wo wir es heute ein bisschen mehr genau dafür interessieren. Und dann auch verschiedene Abonnements bei der Frais de Domesticité, als was kriege ich von der Kanner, Maison Relais, eine Bootsfirma für daheim, und auch Charge extraordinaire, und auch dazu kriegen wir in dem anderen Webinar mehr Informationen. Wir haben auch, wie gesagt, die nächste Freitag auch noch zwei Webinaren zum Thema Steueroptimierung. Den 11. November, da geht es hauptsächlich darum, wie kann ich seine Familie mit verschiedenen Assuranceprodukten schützen, aber gleichzeitig auch Steuern spüren. Am 18. November interessieren wir uns dafür den Bausparvertrag, den den auch erlaubt, auf seiner Steuererklärung etwas aufzusetzen und dadurch eher Steuerlast zu reduzieren. Op der Steuererklärung wird geschwärzt vom Epargne Prévoyance VS, das ist nicht anders, wie man plötzlich eine Zusatzpension, aber das Ziel von der Zusatzpension war Ziel, also sich, dass da ein Kapital aufbaut für mich später. Das ist a priori für eine Pension. Du musst auf dem Moment, wenn das Geld kriegt, nicht schon in der Pension sind, da sind wir gleich noch ein Kehr. Aber das ist der Vorteil, dass den Gesetzgeber die Möglichkeit gibt, dadurch, dass also eine Zusatzpension abbezahlt, das kann der Steuererklärung aufsetzen und dadurch dann noch keine Steuern spüren. Ja, für was uns schaut schon Gedanken für seine Pension, man von das nach vielleicht, ich weiß nicht, 10, 20, 30 Jahre an der Zukunft vielleicht. Ihr wisst bestimmt, dass die Normalpension, das Normalpensionscase, wie das kennt, vor allem, wenn es in der Pai aufgeht, für den Pensionscase anzubezahlen, da gibt es ein Dutzend schon mal, dass die Pensionen auch zu dem Moment noch so verfügbar sind, wie das geplant ist. Und dafür der Gesetzgeber sich verschiedene Piliere vorgesehen, für dass jeder auch ein bisschen selber kann gucken, wie ich die Pension vorzubringen. Die drei Piliere, was Pension betrifft, mir zuletzt schon, das ist erstens mal die normale Pension, so wie das kennt. Du musst dich um nicht kümmern, ein Patron, den hält du einen gewissen Anteil von ihrer Feiermonat an, geht das weiter und Pensionscase. Dann haben wir das Regime Complémentaire Pension. Das sind also Pensionspläne, die von ihrem Patron können auf Platz gesetzt gehen, wo die online könnt,
zusätzlich dran investieren. Das sind RCPen an dann RCPI, das ist für Independenten, die auch da können so ein Regime Komplementär Pension en place setzen. Wenn der dazu konkret frohen hat oder wenn der will, dass man einen Patron vielleicht kontaktiert, jetzt gucken, ob das für Entreprise eine Möglichkeit für, auch da könnt ihr ganz gerne bei uns melden, dann können wir es mit denen in Verbindung setzen. Und dann das, wo es darum geht, das sind Prävisions WS, das wird immer gesprochen von 111 bis, das ist eben Zusatzpension, wo jeder frei ist, zu entscheiden, ob er so ein will machen, an dem Moment dann noch von den Vierdeler kann profitieren. Voilà, was die Kriterien für so eine Zusatzpension, man ja schon mal über Steuererklärung, du können da 3.200 € pro Person aufsetzen. Das sind aber just, solo wenn da zu einer Familie sieht, mit 2 Kindern, da sie just ja wussten, die jeweils 3.200 € können aufsetzen. Das ist am ganzen 6.400. Und das ist aber auch so, dass nicht eine Person von der Koppel kann sagen, okay, dann will ich die 6.400, dann setzen wir die, setzen die Stellgüte bei mir auf. Das ist wirklich pro Person, die 3.200 für jederin. Dann Dürre, wie lange muss der Kontrakt laufen? Weil da gibt es 2 Kriterien. Den ersten ist, der Kontrakt muss Minimum 10 Jahre laufen. Das für Personen, die so mehr als 50 Jahre sind. Weil, wenn 10 Jahre lebt, da sind eben im Alter für 60 Jahre. Und das ist also der zweite Kriterium. Das heißt, ab 60 Jahren kann er sich auf das Geld, das er angespart hat, zurückgreifen. Und spätestens am Alter von 75 Jahren. Das ist ein Beispiel, wenn er mit 55 Jahren einen Kontrakt macht, so 10 Jahre, da kann er den mit 65 Jahren eine Échéance, in dem Moment kann er den dann noch mit 65 ausbezahlen lassen. Wenn der Kontrakt macht, halt 30 Jahre, da kann er frühestens mit 60 auf das Geld zurückgreifen. Das heißt, auch wenn er mit 60 dann nicht an der Pension sitzt, dann kann er aber trotzdem in dem Moment auf das Geld daneben zugreifen. Und auch eine Person, die schon in der Pension wird, mit 64 Jahren, auch die kann er immer so einen Kontrakt machen, und noch einmal Steuerspuren, der Kontrakt gibt dann mit 74 Jahren ausbezahlt. Dann eine Échéance, die ich von dem Kontrakt benennen könnte, dann hat er sich 2, 3 Möglichkeiten. Erstmal könnte er sagen, okay, ich hätte gerne das Kapital, was angespart ist, alles auf EQ ausbezahlt. Die können sagen, die hat gerne eine Rente, die gibt pro Monat einen gewissen Montant kriegen. Oder die können doch so ein Mix von den 2. Ich hätte gerne einen Teil einfach schon mal als Kapital an einen Kuh und ich hätte die Reste gerne als Rente ausbezahlt. Auch was wichtig ist, wenn er das Geld ausbezahlt kriegt, in dem Moment wird er doch versteuert. Das ist zum Beispiel, wenn der ich das als Rente ausbezahlt lässt pro Monat, dann sind die 50% von dem Geld steuerfrei und der Rest wird einfach normal bei Revenuen beigeschlagen. Und wenn du alles auf BQ ausbezahlt lässt, da wird der Montant, also ich beim Demi-Taux moyen, wird den besteuert. Ich finde, ich habe ein Beispiel daran gesagt, eine Koppel, die zum Beispiel Salär imposable wird von 100.000 € pro Jahr, die gibt 9% ungefähr auf den Montant bezahlen. Bei 150.000 € sind das 12% und bei 200.000 € werden das 14%, die in dem Moment gibt für Steuern auffallen. Bei der Zusatzpension oder sich der Schwarz zwischen 2 Möglichkeiten. Bei der Luxation Day Sécurité und Performance. Bei der Option Sécurité, das ist Kapitalgarantie. Das heißt, dass alles, was er abbezahlt hat an den Kontrakt, kriegt er zu dem Moment, zum Beispiel mit 60 Jahren, dann ausbezahlt. Das ist schon mal das Minimum, das sicher sieht, dass er kriegt. Darüber gibt es Zinsen, die sind im Moment leider bei 0%, aber die kriegt auch eventuell eine Partizipation, Benefis von der Versicherungsgesellschaft. Das heißt, wenn die Versicherungsgesellschaft gute Resultate gemacht hat, da kriegt er online eine Partizipation, die war meistens über die letzten Jahre bei 1 bis 2% Jahr. Die Avantage von der Option ist wirklich die Sekurität, die wisst sicher, dass er das ausbezahlt kriegt, weil ob man es abbezahlt. Dann die andere Option, und das ist vielleicht auch die für viele Leute mehr interessant, als die Option Performance. Da geht das Kapital, was investiert, das ist auf Fonds investiert. Und du doch die Schwarz zwischen verschiedenen Fonds. Das ist Fonds, die 100% an Aktien gehen, ein anderer Fonds, die 75% an Aktien geht, 50, 25. Oder gibt es einen Fonds, der auf dem Marché monetär investiert. Was den Prozentsatz von Aktien mehr höher ist, was a priori auch das Risiko mehr höher ist, mehr gleichzeitig aber auch ein mehr höheres Rendement nicht garantiert, mehr ein höheres Rendement, den eventuell aber möglich ist.
Das heißt, Kapital also abhängig von der Evolution auf den Marscheen kann sich dann über all die Zeit vermehren. Das Avantage als par rapport zum Securité als dass da mehr eng besser Performance der Moment wird. Dann die Frage, die jeder interessiert, wie viel kriegst du bei so einer Zusatzpension dann zum Schluss vom Kontrakt raus? Schon ich da einfach ein paar Beispiele gerechnet. Wann der holt, wenn so die gibt 266 € im Monat investieren, das sind die 3.200 €, die ihr pro Jahr könnt aufsetzen. Dann hast du Rendement, das was noch kriegt, hängt davon ab, wie die Fonds, wo das Geld investiert ist, wie die evaluiert werden. Ich habe drei Möglichkeiten, wenn man am Durchschnitt 5% Entlut gibt pro Jahr, 3%, 1%. Statistisch gesehen, über die letzten 20 Jahre kann ich sagen, dass wir immer irgendwo bei 3 bis 5% an der Moyenne pro Jahr waren. Und da sieht ihr auch, was dem Moment Ende vom Kontrakt kreiert. Wenn wir jetzt gucken, dass wenn da während 30 Jahre so ein Kontrakt abbezahlt, die geht zu starten am Alter von 30 Jahren, an 30 Jahren hätte er dann dem Moment bei einem Rendement von 5% Durchschnitt am Jahr wäre ungefähr 211.000 €. Beim Rendement von 3% wenn das dann noch um die knapp 150.000 €, an bei 1% 106 oder 107.000 €. Nur 20 Jahre von der Lohn 40 Jahre fängt, da wäre beim Rendement von 5% auf 5.000 €, bei 3% auf 83.000 €. Hier sieht er, wer da über die ganze Dürre abbezahlt hat. Der Tisch hier 20 Jahre beim Kontrakt von 266 € pro Monat hätte er sich über die 20 Jahre 64.000 € investiert an die kriegt beim Rendement von 5%, an dem Moment 104.000 € ausbezahlt zum Schluss vom Kontrakt. Ein anderes Beispiel, wollen wir da sehen, just 100 € im Monat an die Zusatzpension investiert, mit so 3.200 € aus dem Maximum. Medien können auch Männer abbezahlen. Hier ist das Beispiel von 100 € im Monat. Du hättest dann 20 Jahre bei 5% Rendement ungefähr 40.000 €, die du Gift rauskriegen. An auf 30 Jahre geguckt, bei 5% Rendement von 80.000 €. Hat gesagt, gibt darum gehen, also Steuer zu spüren, da kriegt eine Steuer für die dadurch, dass sich schon in der Zukunft denkt. Wenn wir jetzt zurückgehen, bei den Beispielen, die wir Druck gesehen haben, wenn da Single seht, und du für 3.000 € brutto, die der verdient, dann hat man gesagt, nur eine Steuer für die von rund 26%. Und das wären dabei im Investiment von 3.200 €, 832 € die Jahr, die gibt spüren. Beim Salär von 5.000 € brutto, du spürt schon 1334 € Steuern Jahr an, bei einem Salär brut von ungefähr 10.000 €, da werde schon 1370 € Jahr, die im Moment kennt, an Steuern spüren. Wie viel ist das spüren sie die ganze Laufzeit? Weil wenn du als Beispiel für Fidrum holen, schon einfach als Beispiel geholt die 3% Rendement, weil du wärmer zum Beispiel über 30 Jahre gebe da 40.000 31 € Steuer spuren. Sich von den 140.000 €, die ungefähr rauskriegt, wird den Lützburg Stadion sozusagen 40.000 € geschenkt. An den 20 Jahren wären das auch schon immerhin bei 27.000 €, die in dem Moment durch Steuern gespurt hat. Das heißt, wenn wir für Druck so tun, ob 20 Jahre bezahlt er bei so einem Kontrakt von 266 € im Monat von 64.000 € an. Von der Staat dann durch Steuerspuren ist er bei 27.000 € geschenkt, dann hat er schlussendlich für 37.313 € abbezahlt, und die kriegt aber, wie wir gesehen haben, ungefähr 83.000 € raus. Und das ist also der Vorteil von der Steueroptimierung, die wir möchten, dass da schlussendlich Männer abbezahlt wird und aber mehr rauskriegt. muss Steuer beziehen, dat wenn nur rauskrit, wenn man Beispiel holen, wo man gesagt hat, okay, ich will all das Geld mal 60 Jahre auf EQ raus, dann hört zum Beispiel ein Single, in dem Moment das Salär imposable hört von rund 50.000 €, den gibt dann für 9% Steuer bezahlen, ein Koppel, die ein imposable von 200.000 € bezahlt 14% Steuern,
an e Single den sogar 500.000 Euro gibt verdienen zu dem Moment, die gibt dann 19% Steuern bezahlen. Der Techt, wenn wir darum zurück mit dem Beispiel, da hat man gesagt, okay, du hast schon bei 150.000 Euro, die du angespart sind, die in dem Moment kriegt. Und da gebe ich ihm den Single mit einem imposablen 50.000 Euro, dem ist rund 13.000 Euro Steuern in dem Moment bezahlen. Das möchte aber trotzdem noch mal ganz viel Sinn. Hier habe ich ein bisschen rekapitulativ geholt. Die Single, die 50.000 Euro imposabel hat, mit 60 Jahren, den 266 Euro abbezahlt wird während 30 Jahren. Bei den hört am Ganzen über die ganze Dürre rund 96.000 Euro abbezahlt. Dann hört der Steuervierdeler 40.000 Euro Steuer gespart. Die Schlussendlich wird just 56.000 Euro abbezahlt. Kriegt 141.000 Euro ausbezahlt. Davon gehen die Steuern fort, die wir gerade gesehen haben, die 13.000 Euro. Das sind Plus-Value net, die Stadt effektiv durch den Investor verdient wird. Über 30 Jahre wäre bald 80.000 Euro. Wenn man das Beispiel holen mit dem Single, den 500.000 Euro verdient, den auch an dem Moment muss, wenn das Kapital kann zugreifen, mehr Steuern muss bezahlen, auch den nochmal ein Plus-Value net von rund 61.000 Euro, die in dem Moment auf dem Invest über die 30 Jahre gemacht haben. Praktisch alle Produkte, die dann investiert, fallen noch frei nun. Bei der Lux, bei der Zusatzpension sind das 4,5% für die Subskription. Das ist ganz einfach, dass immer 4,5% von allen Invest als freien aufgehen. Der Vorteil von der Lux ist aber den, dass keine freie Gestion hat und auch keine freie Sortie. Andere Kompanien haben zuletzt die frohen und noch freie Gestion. Das möchte am Anfang kriegen einen Unterschied, mehr auf die ganze Dürre von ihrem Kontrakt, und wie das ja nur mehr Geld an dem Kontrakt dran ist, möchte das aber einen riesen Unterschied an Termen von Freien. Die ist auch da renseigniert, die immer, wenn so etwas in der Schrift, was frei sind, die bei so einem Produkt geben, auffallen. Ja, die können effektiv Prämien, die dem investiert, die können da aufpassen, die können zum Beispiel sagen, okay, lo 30 Jahre, schreckt mal 100 Euro den Monat anderen pro Jahr, wenn er mehr Geld zur Verfügung hat, da können die Probleme auch absetzen. Der Kontrakt geht doch, das heißt, wenn kann man so ein Changement in der Lebenssituation, an dem Moment gibt er gerne pro Monat investieren, das ist auch möglich, oder die können doch Paymente aussetzen, einfach mal stoppen für eine Zeit und dann du noch umhängen, wenn da so, okay, du hast eine Situation so der Stadt, dass man das kann erlauben. Ganz wichtig zu wissen, die könnt nicht vor dem Alter von 60 Jahren, das ist vor dem Ende vom Kontrakt, auf das Geld zurückgreifen, was der angespart hat. Weil die Steuerverwaltung hat schon sich die Steuervorteile für das angespart für Pension. Das ist dem Moment, wenn das auszulassen, dann müssen da alle guten die Steuervorteile, die dann eben hat, dadurch, die müssen dann in dem Moment zurückbezahlen. Dafür ist es nicht vorgesehen, dass du kannst das Geld für den Ende vom Kontrakt dann zurückgreifen. Auch von der Frontalie seht, könnt ihr so wie Kontrakt und Zusatzpension aufschließen, egal ob du in Deutschland, Frankreich oder Belgien wohnt. Einfach bei uns melden, erkläre mich genau, was für Spezifizitäten das mit sich bringt. Aber im Prinzip kann man, egal auf welchem Notbestand ihr wohnt, wenn ihr zuletzt beschafft, für so einem Produkt profitieren. Viele Leute, die so sich okay, schon 30 Jahre, das war ein bisschen frei für die Stundenpension denken. Dazu sage ich dann nee, weil logischerweise, wir haben gesehen, was der Kontrakt mir lang lebt, weil der Herr No auch mehr kennt davon drohen. Ich war dann wie frei aufhängt, also eine Zusatzpension zu investieren, weil der Herr No im Alter von 60 Jahren auch mehr Geld akkumuliert wird, gleichzeitig dann auch vom Rundum profitiert wird über die lange Dürre. Wie wir gerade gesehen haben, können doch am Anfang, wenn ich so gerne ein bisschen mehr investieren, wie das Maximum von 266 Euro im Monat, können wir mit einem kleinen Kontrakt aufhängen und dann bis wie spät einfach die Prämien, die der pro Monat investiert, dann eben noch passen.
Irgendwie froh, was geschieht am Stierfall. Ich fand, da gibt Verstierfe 4 den 60 Jahren. Ja, zu dem Moment, die dezidiert, wenn das Kontrakt noch schreibt, wen am Stierfall als der Beneficiär ist von dem Kapital, was umgespült wird. Das können Kanner sein, das kann der Partner sein, das kann Familie sein oder Freunde, ganz egal, die dezidiert, also wen das Geld am Stierfall kriegen. Und dann zum Moment von ihrem Tod gibt dann das Kapital, was umgespült ist, und die Beneficiär ausbezahlt wird. Das ist auch eine ganz effikaz Möglichkeit für Geld auf die Seite zu setzen, für den schlimmsten Fall, die kann antreten. Die könnt da also auch kann aufsichern, die könnt das ausspüren, an, wenn etwas geschehen, kann zu dem Moment dann das Geld können zugreifen. Was muss ich mal für so Kontrakte noch schreiben? Was ich muss mal vorstellen, die echt wahrscheinlich die wichtig sind. Wie viel will ich pro Monat investieren? Vielleicht 50 Euro, 100 Euro oder gehe ich direkt auf den Maximum von den 266 Euro pro Monat. Wie eine Option will ich wählen? Wir sind die Option Performance bei der Lux oder Sécurité. Wenn ich will, dass der Kontrakt aufhängt, du kannst am Laufe vom Jahr auch den Kontrakt auf den 1. Januar aufhängen lassen. Das heißt also, dass von der Lohn gibt den Kontrakt mal für die Jahr 2022. Da kann der Kontrakt den 1. Januar aufhängen. In dem Moment gibt er dann die Prämie von den ersten 11 Monaten von diesem Jahr, von Januar bis November, auf EQ dann eben bezahlen. Und dann wird dann monatlichen Invest gemacht. Und da erlaubt ich sich schon das Jahr dann vom Plafond, also vom maximalen Plafond eben zu profitieren, also viel wie möglich Steuern noch schon das Jahr zu spüren. Letzte Frage, die ich dann muss stellen, ist, wenn das Beneficiär kein DC, gehen ich dort Kanner, der Partner, die Familie, du bist dir frei, sich zu überlegen, wen du für froh kannst. Wie schließe ich konkret zu Kontrakt auf? Weil du können mir helfen, wir können die Kontrakte en Platz setzen, die können online schreiben. Ganz gerne hol dich doch Rendezvous längs QR-Code. Dann schwätzen wir darüber, man guckt, weil der Möglichkeit sind, weil am besten für eher Situation ist. An dem Moment kann man das alles für euch bereden, an dem muss ich auch nicht deplacieren. Voilà, wie weit lo schon den 20% aufschließen, weil das nie zu frei für sich Gedanken über seine Zukunft zu machen. Dadurch, dass ihr die bis zu 3.200 Euro könnt aufsetzen, könnt auch bis zu 1.400 Euro Steuern spüren. Ich erlaube dich, loscher Steuern zu spüren und für Zukunft eben etwas uns spüren. Die protegiert der Familie durch, gesagt, am Stierfall geht das Geld an dem Moment unereben. Ich habe dort so eine Möglichkeit, Geld auf die Seite zu setzen für sie. Und wenn der genau will wissen, was ihr könnt spüren, was bei euch Sinn möchte, also ich verschiedene Möglichkeiten. Wenn der eine Steuererklärung bei taxx.lu hat, da kriegt sich zum Schluss vom Prozess, wenn der Steuererklärung hochfällt, eine Analyse gemacht, wie viel Steuern das kann spüren. Und die kriegt aber noch gesagt, wie ein Produkt genau Sinn machen. Und mir kann ich dann noch genau weiterhelfen. Das sieht ungefähr so aus. Ich hast du ein Beispiel, du siehst eben, du hast in diese Steuererklärung gemacht wird, und du kriegst gesagt, okay, die kennt eine Zusatzpension aufschließen und kennt du dich in diesem Fall 1992 Euro Steuer spüren. Von der Steuererklärung selber gemacht wird, im PDF, du hast seit taxx.lu Simulator, du kannst den PDF, den der ausgefüllt wird, einfach hinschlagen. An dem Moment kriegt dieselbe Journalist gemacht, die kriegt nach ein paar Sekunden gesagt, wie viel Steuern das kann spüren, mit welchen Produkten, für das wisst, was in der Situation noch wirklich Sinn macht. Und sonst für den Rest, ihr könnt, wie gesagt, ganz gerne Rendezvous holen. Wir rufen nicht dann nun, 10, 15 Minuten ein Telefonsgespräch, machen wir einen Punkt über ihre Situation, gucken, was in ihrer Situation in dem Moment gibt, wirklich Sinn machen. Und wir können dann noch helfen, eine Zusatzpension eben den Kontrakt abzustellen, den ihr in dem Moment auch könnt online unterschreiben. Ich möchte euch vielmals merci für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es war interessant. Und wie gesagt, wenn ihr froh habt, zeigt nicht, als Equipe zu kontaktieren auf help@taxx.lu. Noch eine schöne mit den Adi.